Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk, zum Pokalspiel gegen Hoffenheim. Und vor 10 Minuten beendet ein Spitzenspiel gegen Leipzig. Ich habe ein paar Themen unserem Club betreffend. Ich werde dazu 2 Videos aufnehmen. Jetzt einmal hier kurz zu den beiden Spielen. Und dann habe ich nochmal 1, 2 lockere Themen. Also erstmal vielleicht zu, wo ich hier noch ein paar Sachen raussuche zu heute. Ja, also Ergebnis natürlich okay, ja. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Sei denn, man wird von Jürgen Klopp trainiert, aber ansonsten, unentschieden ist okay. Ich denke mal, ist für die Liga gut. Es bleibt spannend. Hätten wir gewonnen, ja, wäre so eine gewisse Langeweile schon aufgekommen, je nachdem, was die Gladbacher dann noch gemacht hätten. Und wie gesagt, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Allerdings die Leistung, muss ich leider auch sagen, war erste Halbzeit eigentlich noch einigermaßen okay. Zweite Halbzeit war es schlecht. Leipzig war auch stärker, ist auch stärker geworden, aus der Pause rausgekommen, klar. Aber wir waren auch einfach schlecht. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Hoffenheim-Spiel an. Wo ist meine Webcam aus? Was ist hier los? So. Ja, erste Halbzeit habe ich gesehen. Erste Halbzeit war souverän von uns. 3-1 und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Was ich ein bisschen lächerlich finde und fand, Bayern zittert sich weiter. Bayern, also wenn du 3-1 führst, wenn du 4-1 führst, ich denke, wenn dann Leipzig ansteht, ist es normal, wenn so ein Club wie wir 2, 3 Gänge zurückschaltet und wenn du dann nochmal 2 Tore kriegst, ja, dann ist das halt so, ja. Mein Gott, wen interessiert's? Und mal ganz ehrlich, das 4-3 war 90 plus 2. Ja, aber wir haben uns weiter gezittert, ne? Ja, na klar. Also, lächerlich. Was ich gesehen habe, erste Halbzeit war stark, war okay. Zweite Halbzeit habe ich halt gar nichts gesehen, kann ich nichts zu sagen. War dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark, aber wie ich schon sagte, wenn es 4-1 steht, dass man dann 2 Gänge rausnimmt, ist klar. Wir können ganz kurz die Statistiken. 60, 40, Ballbesitz, Zweikämpfe. Alex, halt die Fresse. Zweikämpfe 53% zu 46. Ist ja jetzt nicht ganz so stark, wie wir sonst manchmal sind. Schüsse 15, 12, Schüsse aufs Tor 9-4, Ecken 9-4, Flanken 21, 12. Ja. Ich denke, im Großen und Ganzen spiegelt das wieder. Ich wollte eigentlich direkt nach dem Spiel, beziehungsweise einen Tag später, was zu Hoffenheim aufnehmen. Ich kann euch jetzt nicht wirklich mehr da meine Erinnerungen schildern, wer da jetzt gut war oder schlecht war. Wie gesagt, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Wenn wir hier die Werte mal sehen, Davis bei gewonnene Zweikämpfe vorne, dass der Gnabry hier 8 stehen hat, wundert mich gerade ein bisschen. Aber das liegt wohl auf das Spiel heute bezogen. Ja, von daher, wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen. Wir sind weiter im Pokal, alles andere ist scheißegal. Spielen jetzt auch Schalke. Könnte interessant werden. Ich denke, dazu ist alles gesagt. Ich werde auf jeden Fall Karten bestellen. Vielleicht habe ich Glück. Muss ich gleich noch machen, bevor ich es vergesse, bevor es wieder überbucht ist. Und ich denke, damit können wir das Thema Pokal erstmal ad acta legen, das Pokalspiel. Kommen wir auf das Spiel heute. Wie gesagt, erste Halbzeit war okay, war stark von uns. Wir haben Leipzig gar nicht ins Spiel kommen lassen. Der letzte Pass hat gefehlt, das letzte Quäntchen hat gefehlt. Normalerweise vom Auftreten her hätten wir da 1, 2 Tore machen müssen, haben wir nicht getan. Wie so oft in dieser Saison. Wir hatten jetzt aber auch nicht die glasklaren Chancen, muss man auch sagen. Wie ich schon sagte, so der letzte Pass hat gefehlt. Aber ansonsten war es stark, war dominant. Wir haben die Leipziger absolut im Griff gehabt. Und man hat gesehen auch, dass sie platt waren und
auch jetzt so die letzten 10 Minuten hat man schon gemerkt, dass die Leipziger platt waren, dass wir sie platt gespielt haben. Allerdings konnten wir das wie sonst halt auch nicht mehr so zusetzen. Und ja, ich habe ja die These aufgestellt, dass wir kein Meister werden diese Saison. Und dieses Spiel ja, bestärkt mich in dieser Meinung. Ja, einfach so ein Spiel in den letzten Jahren wäre das nie passiert, wie es heute passiert ist. Zweite Halbzeit. Es hat der absolute Wille hat gefehlt. Der war gar nicht zu erkennen. Es war nicht die Galligkeit zu erkennen, Tor zu erzielen. Ja, ich meine, man hat es beim Goretzka gesehen und mal ernsthaft die Chance aus 11 Metern. Nur gegen den Torwart, der schon, bevor er überhaupt geschossen hat, unten rechts in der Ecke lag. Ja, ansonsten, gut, da kann man ihn jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Ja, so aus dem Spiel heraus, alles gut. Fand den Goretzka heute okay. Hab dann auch nicht ganz verstanden, dass ausgewechselt wurde. Aber so allgemein, die Galligkeit hat mir gefehlt. Und manche Spieler waren halt einfach so, ja, hatte ich so das Gefühl, leck Arsch mich Einstellung so. Auch in der ersten Halbzeit schon, aber gerade die zweite Halbzeit. Ja, die einzigsten beiden, die mir heute wirklich gut gefallen haben, war Davis, wie fast immer, und Thiago. Alle anderen, ja, Alaba ist auch gemerkt, dass er wollte. Alle anderen waren so, ja, weiß ich nicht, so angezogene Handbremse irgendwie. Der Müller war gar nichts heute, Alter. Das war ein Trauerspiel, was der da für Bälle, für Fehlpässe, was der für Annahmefehler hatte. Alter, das ist ein Profifußballer, der, was weiß ich, mindestens 10 Millionen im Jahr verdient. Alter, verstolperter Bälle wie eine E-Jugend. Junge, da könnte ich bei eskalieren, ganz ehrlich. Klar, das ist Müller sein Spiel, ja, logisch. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass er nicht keine Bälle annehmen kann. Also bei Müller hatte ich heute definitiv das Gefühl, so, er hat keinen Bock, da rechts rumzuspielen. Der vom Coutinho brauche ich gar nicht anfangen, Leute. Coutinho war eine 8. Den hast du gar nicht gesehen. Der hat fast den Knabri. Das ist ungefähr ein Level. Also überstiegen hat er einen Knabri nicht, aber Junge, der kommt eine halbe Stunde rein. Ja, er soll auf links spielen, was kompletter Schwachsinn ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, und gar nichts. Logisch waren wir nicht mehr so dominant. Wir haben nicht mehr so nach vorne gespielt. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger für einen Offensivspieler, wenn er reinkommt. Aber es war nichts, Leute. Gar nichts. Null Selbstvertrauen, der Mensch. Null. Boah, Leute. Ja, und worauf ich zurückkommen will, wäre uns früher nicht passiert. Wenn ihr das mit den letzten Jahren vergleicht, wenn so Dortmund kam oder so, ist der direkte Konkurrent. Der wurde halt einfach 90 Minuten dominiert. Fertig. Wir haben gezeigt, wer wir sind und gut ist. Und das war heute nicht der Fall. Wie gesagt, erste Halbzeit war es okay. Aber auch da hat der letzte Wille gefehlt, ein Tor zu erzielen. Wir haben sie im Griff gehabt, aber ja, ich meine, guckt euch Leipzig an. Da fehlen die beiden Stamm-Innenverteidiger. Die sind in der Abwehr nicht jetzt sattelfest, wenn ihr die letzten Spiele seht und wir schaffen es nicht, ein Tor zu erzielen. Das zeigt halt, dass bei uns der Wille gefehlt hat, die Galligkeit. Ja, und das ist auch, was mir in der Hinrunde abging und was mich dazu der These gebracht hatte, zu sagen, dass wir kein Meister werden. Klar, bei den Leipzigern hat das auch gefehlt, komplett. Ich hatte auch jetzt generell so die Rückrunde der Leipziger. Hat mich auch enttäuscht. Also mein Favorit war nach der Hinrunde definitiv Leipzig auf die Meisterschaft. Klar haben wir jetzt wieder das Glück, dass die anderen auch versagen, so wie Dortmund. Dortmund war für mich jetzt so der Club, der eigentlich neben uns am besten in die Rückrunde gekommen ist. Klar darf man dann so Ergebnisse gegen so Luschi-Gegner nicht überwerten. Ne? Also Leverkusen war der erste richtige Gegner. Ja, keine Ahnung. Es wird eine enge Kiste. Ja, ich sehe bei uns nicht den letzten Willen, nicht das letzte Verlangen, Meister zu werden. Sonst wären wir heute anders aufgetreten. Also, ich bin heute ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe anderes erwartet. Ganz anderes. Und ja, der eine oder andere mag das anders sehen. Wie gesagt, das Ergebnis ist okay. Mir geht es dabei um den Auftritt. Hätten wir jetzt irgendwie 10 Hochkarätige gehabt, so wie gegen Gladbach oder Leverkusen und hätten halt einfach kein Tor gemacht. Okay, aber der Wille war heute einfach nicht da und ja, meine Meinung. Ich denke, wir können trotzdem auf die Werte gucken.
Ja, 70:30 Ballbesitz. Ich glaube, gefühlt erste Halbzeit war es 80:20. Abseitsstellung 3:8, Fouls 8:14. Zweikämpfe haben wir jetzt sogar weniger. Also gefühlt erste Halbzeit haben wir jeden Zweikampf gewonnen. Wie gesagt, erste Halbzeit war okay. Aber der Wille halt wirklich so der letzten Punch zu setzen, Tor zu erzielen, war einfach nicht da. Schüsse gesamt 11:9, ziemlich ausgeglichen so. Schüsse aufs Tor 3:1, Ecken 11:3, Flanken 19:12. Wie gesagt, zweite Halbzeit war Leipzig definitiv auf Augenhöhe, hat auch 2 gute Chancen gehabt. Der Werner hätte den machen müssen, so wie der Goretzka hätte den machen müssen. Es hätte also auch 1:1 ausgehen können. Von daher, das Unentschieden ist in meinen Augen gerechtfertigt. Ja, Schüsse insgesamt, Thiago 3, Levi 2, Goretzka 2, Lewandowski war heute gar nichts, Leute. Ja, es ist okay, wenn der Levi auch mal ausweicht auf die Flügel und so weiter, aber er war irgendwie mehr, ja, er hat aus seiner Sicht alles versucht, ja, er ist oft genug, hat sich fallen lassen, ist nach links, ist nach rechts ausgewichen, aber ja, er hat halt auch keine Bälle gekriegt, das muss man auch mal fairerweise sagen. Der Müller ist auch kein rechte Seite, das ist, ja, weiß ich nicht. Ja, und Gnabry, Leute, Note 10 heute. Also, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ja, klar habe ich mich vielleicht ein bisschen auf den eingeschossen, aber die Leistung, die der zeigt, Alter, ist unterirdisch. Ihr müsst mal, achte mal nur auf den Gnabry. Ohne Scheiß. Erstmal tut er so, als wäre er 300 Kilo schwer, dann joggt er mal 2 Meter, dann setzt er mal einen Sprint an, wenn es nach vorne geht. Und ja, das war's dann wieder. Der steht mehr auf dem Platz rum oder macht so dieses Alibi-Traben wie irgendwas anderes. Junge, es kann doch nicht sein, dass ein Davis mehr Offensivaktionen hat, ja, als linker Verteidiger, wie der linke Außenstürmer. Leute, das sagt doch alles. Und dann steht dieser Typ über 60 Minuten lang auf dem Platz. Den hättest du nach einer Viertelstunde auswechseln können. Den hast du selbst in der ersten Halbzeit, wo wir super dominant waren, nicht gesehen. Alter, der bringt eine Einstellung mit, das ist lächerlich. Also ich habe nicht einen gewonnenen Zweikampf von denen gesehen. Und immer nur dieses Alibi-Getrabe. Junge, wenn er nicht fit ist, ja, dann weiß ich nicht. Dann trainier halt, Alter. Das ist lächerlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Coman spätestens zur Halbzeit gekommen wäre. Auf der Seite. Dann wäre da nochmal richtig Dampf gekommen. Ja, und wenn du einen Coutinho reinbringst, dann bring ihn doch nicht auf links, Alter. Was soll das denn? Dann stell ihn doch in die Mitte. Weißt du? Also, wo ist der Sinn, Alter? Ich meine, der ist eh nicht in Form, das hat man gesehen. Und dann stelle ich ihn noch auf eine Pose, die er eh nicht mag, oder... Keine Ahnung, das war halt... Linke Seite war Totalausfall. Ohne den Davies wäre die linke Seite tot gewesen. Der war der Einzige, der in dem ganzen Spiel die linke Seite bearbeitet hat. Und Pavard auf der rechten Seite genauso. Der Müller war auch nicht zu sehen. Ja, er hat mal ab und zu hat er mal einen Pass hingekriegt. Junge. Alter, und das in so einem Spiel. Ich war echt zuversichtlich so für Chelsea. Wenn ich das Spiel jetzt so als Maßstab nehme, Alter, da wird mir echt grausig, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, das sind eigentlich die Spiele, wo wir da sind, wo wir Gas geben, wo wir heiß sind. Das hat alles gefehlt heute. Ja, wir waren dominant, die erste Halbzeit, ja, natürlich. Aber dass wir da richtig heiß aufs Tor waren, dass wir geil aufs Tor waren, nee. Der einzige, wo du es gesehen hast, war echt Thiago. Das hast du noch in der 80. Minute gesehen, wo er noch den Pressschlag da macht mit dem Leimer. Der durchzieht. Alle anderen so, oh, ich guck mal, wo der Ball landet. Alter, das ist nicht Bayern-like. Ich sehe es schon nicht, ich rede mich in Rage, boah. Also, Schüsse insgesamt. Thiago hat 3, Levi 2, Goretzka 2. Goretzka war, ja, hatte Licht und Schatten wie immer. Mir fehlt da immer noch so ein bisschen die Konstanz. Hat aber die Riesenchance gehabt. Auch davor 2-3 Mal gut vorne reingestoßen. Aber so, wie gesagt, erste Halbzeit, der letzte Ball kam halt gar nicht. Wo der Müller 4 Torschussvorlagen gegeben hat. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Thiago eine, Levi eine. Ich habe sowieso keine 4 Torschüsse von uns gesehen. Wir haben angeblich 11 gehabt. Ja, habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die immer als Torschuss zählen. Gewonnene Zweikämpfe, Levi 11. Wie gesagt, er hat sich Mühe gegeben, fand ich schon. Er hat sich halt auch aufgearbeitet. Davis 11, Thiago 9. Ja, bestätigt das, was ich auch gesagt habe. Kimmich, werde ich in dem anderen Video ein bisschen was zu sagen.
Ja, Licht und viel, viel, viel krasser Schatten heute. Auch wenn er 130 Ballkontakte hatte. Thiago 116. Thiago ist, Thiago tut gut, dass wir mit Doppel-6 spielen, das sieht man. Er blüht richtig auf, war richtig stark heute. Alaba brauchen wir nicht reden, da gibt es keine zwei Meinungen. Gefoult worden, ja, interessiert uns nicht. Ja. Ich würde sagen, ich verteile mal ein paar Noten. Neuer, ja, Leute. Neuer war heute auch, war auch nicht auf der Höhe. Weiß ich auch nicht. War für mich eine 4 heute, muss man ganz klar sagen. Fast jetzt geklingelt, wo der Neuer da rumeiert da. Also dann seine Zuspiele heute waren auch unter aller Kanone. Es war heute nicht Manuel Neuer in Hochform, von daher eine 4. Davies eine ganz klare 2, war bockstark, nach vorne richtig Gas gegeben, nach hinten richtig Gas gegeben, richtig was weggearbeitet. Und man darf immer nicht vergessen, wie alt der Junge ist, ja. Und dass er zu den konstantesten Spielern gehört, ist halt schon, ja, für andere Spieler ein Trauerspiel. Boateng war erste Halbzeit sehr stark. Lag natürlich daran, dass er nichts zu tun gekriegt hat. Man hat Boatengs Schwäche klar gesehen in der zweiten Halbzeit. Wo 2-3 Mal der Werner und hier, weiß nicht wie er heißt, hier der andere da auf ihn zugerannt sind vom Speed her. Ja, hat er kein Land gesehen. Deswegen wurde er dann auch ausgewechselt gegen Hernandez, was auch zwingend notwendig war, sonst hätte es wahrscheinlich nochmal geklingelt. Da war ich ganz beim Hansi. Pavard war stark, hat viel versucht, hat aber auch wirklich null Unterstützung von Müller gehabt. Ganz selten mal, dass der Müller da mal einen gescheiten Ball spielen konnte. Also, ja, war für mich eine gute 3. Alaba eine ganz klare 2, war heute wieder sehr stark. Hast du auch gemerkt, dass er noch will, und versucht hat. Gnabry war für mich, wie gesagt, ja, wenn es eine schlechtere Note wie eine 6 geben würde, würde er sie bekommen. War für mich eine 6, war ein Totalausfall in so einem Spiel, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob er nicht fit ist, ob er keinen Bock hat, ob er, was weiß ich. Also ganz ehrlich, wegen mir kannst du den verkaufen. Ohne Scheiß. Das, was der für eine Einstellung hat, das passt nicht zu unserem Verein. Kimmich war solide, ja. Will ich eine 3 geben, hat halt wirklich gerade so zweite Halbzeit echt ein paar krasse, schlechte Bälle gespielt. Wo es richtig gefährlich wurde. Thiago eine 2, war super, hat keinen irgendwie richtig schwachen Pass gespielt, der richtig gefährlich wurde oder sowas, was er sonst immer mal drin hatte. Müller, ja, da hat seine 4 Torvorlagen, wenn ich die irgendwo sehe, keine Ahnung. Also Müller war für mich heute auch eine 5. Ganz ehrlich, in so einem Spiel erwarte ich von Müller einfach mehr. Und wie gesagt, ich hatte heute so das Gefühl, er hat keinen Bock. Er hat natürlich, auf der rechten Seite geklebt manchmal. Aber man sieht halt einfach, dass er da verschenkt ist. Er hat da keine Chance. Er ist nicht einmal in ein 1 gegen 1 gekommen. Er hat Bälle, konnte er gar nicht erst annehmen, konnte er gar nicht verarbeiten. Ja, entweder stellt man ihn mittig oder auf eine Halbposition ganz außen ist er einfach verschenkt. Das hat man heute gesehen. Goretzka für mich eine 3. Hat gute Aktionen gehabt, aber auch viel Schatten, wie ich fand. Levi war auch maximal. Ja, wenn man sieht, die Zweikämpfe, dass er sich Mühe gegeben hat. Er hat halt auch nicht die Bälle gekriegt, das muss man auch ganz klar sagen. Von daher würde ich sagen, eine schlechte 3 oder auf jeden Fall eine 3. Coutinho, ja, eine 10, Alter, der war gar nichts. Hernandez war solide, kann man jetzt nicht so beurteilen. Er hat 1, 2 gute Dinge abgelaufen, man hat gesehen, er ist schnell, er beteiligt sich auch am Aufbau und war schon okay. Durch eine 3 geben. Coman kannst du nicht beurteilen. Hat nochmal 1, 2 Aktionen gehabt über außen. Hätte ich mir halt einfach viel eher gewünscht. Ja, das war ein bisschen schade. Ja, und ich denke, damit sind wir durch, was das Thema Leipzig-Spiel angeht. Jetzt muss ich mal eben gucken. Kann ich doch auch hier, ne? Ja, wie gesagt, für die Bundesliga schön. Ja, wenn wir uns Tabelle angucken. Klar, Tabellenführung verteidigt. Klar bleiben wir auch vorne, selbst wenn die Gladbacher ihr Spiel noch gewinnen sollten, dann, wenn es irgendwann wiederholt wird. Ja, super spannend. Für Dortmund ist auch nichts passiert diesen Spieltag, auch wenn sie verloren haben. Ein Punkt verloren. Ja, das ist zu verschmerzen, denke ich. Ja, Leverkusen kommt nochmal ran. Wer weiß, vielleicht haben sie die Konstanz in der Rückrunde, keine Ahnung. Ja, für die Bundesliga ist es schön.
Ich bin gespannt. Ich ändere natürlich meine Meinung nicht. Das Spiel hat mich in meiner Meinung bestärkt, dass wir nicht gallig genug sind, dieses Jahr Meister zu werden. Gut, wenn die Konkurrenz natürlich wieder rumschwächelt. Wie die Dortmunder. Auch die Leipziger, die letzten Spiele. Ja, dann ist es so. Dann werden wir uns natürlich nicht wehren. Und wenn wir dann irgendwie mit 80% Wille deutscher Meister werden, dann ist das natürlich ein Trauerspiel für die Liga. Für uns okay, wir nehmen es natürlich mit. Ja, gut. In diesem Sinne denke ich, ja, erste Halbzeit war wirklich okay. Aber der letzte Wille hat gefehlt. Ja, einfach der Wille. Ne? Meine Meinung, meine 2 Cents. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung reinschreiben. Unentschieden geht in Ordnung, auch von den Chancen, so zweite Halbzeit und so, war okay. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht die kommenden Wochen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Haut rein, bis nächstes Wochenende. Beziehungsweise im anderen Video noch, wenn ihr Bock drauf habt. Haut rein, bis dann. Ciao.